Wir sind ja in dieser Kleingruppenkampagne zum Thema Josef. Herzlich willkommen zum Teil 3. Josef und Versuchung. Und wie es doch immer in diesen Fortsetzungsgeschichten heisst, was bisher geschah. Ich weiss, wenn ich in den Saal hineinschaue, dass ihr wahrscheinlich alle ziemlich gut Bescheid wisst über die Geschichte von Josef. Die kennt man ja aus der Sonntagsschule. Aber ich will gleich noch mal kurz zusammenfassen. Es geht eben um einen jungen Mann, den Josef. Der hat eine bevorzugte Stellung in seiner Familie. Er war schliesslich der allerliebste Lieblingssohn von seinem Vater, Jakob. Und damit das auch jeder gesehen hat, hat er ein Geschenk bekommen. Nicht Lego oder ein schönes Auto, sondern einen schönen Mantel. Damit alle gesehen haben, das hat uns der Adi erklärt in der Predigt, dass der einmal ganz sicher nichts arbeiten muss, sondern dass jeder gesehen hat, das ist ein Besonderer. Ein Besonderer vor allem seinen Brüdern gegenüber. Die haben nicht so nahe können, sozusagen am Vaterherz sein. Wenn der so viel daheim war und nicht voraus musste, hat er auch viel Zeit verbracht beim Vater, in seiner Nähe. Er hat auch wilde Träume gehabt, sozusagen ein bisschen grössenwahnsinnig, oder? Ist er gewesen. Und der Vater, der hat es noch ernst genommen. Und die anderen haben draussen, müssen sich die Finger abfrieren und sind dreckig geworden. Und dann hat sein Vater ihn geschickt, seine Brüder zu besuchen. Und es ist zu dieser verhängnisvollen Tat gekommen. Anstatt ihn aus Eifersucht und Hass auf der Stelle zu ermorden. Ich muss euch mal vorstellen, die haben den gesehen kommen und haben gedacht, das ist der Problemverursacher. Der ist die Schuld, dass es uns so schlecht geht. Wenn wir den unter die Ecke bringen, dann geht es uns besser. Sie haben aber nicht gecheckt, dass ja nicht er eigentlich der Problemverursacher war, sondern ihr Vater. Und mit dem Hass haben sie ihn entgegengenommen. Und man konnte es abwenden durch den ältesten Bruder, dass er am Schluss nur im Gefängnis gelandet ist, nämlich in der Zisterne. Dort haben sie ihn versenkt. Und, oje, meine, es sind Reisende vorbeigekommen, haben dann die Brüder verkauft. Ihre eigenen Brüder, der Lieblingssohn vom Vater. Und er findet sich wieder auf dem Sklavenmarkt in Ägypten. Auch da haben wir die Predigt von Adi gehört. Wem ist es jetzt besser gegangen? Ist es jetzt dem Josef auf dem Sklavenmarkt, wo ja wirklich nichts Schönes war? Ich stelle mir vor, wie der dreckig, grusig, mit kaputten Füßen von dieser Wanderung oder was auch immer, oder verschlissenen Armen, weil man ihn gefesselt hat, angekommen ist auf diesem Sklavenmarkt. Aber Adi hat gesagt, ihm ist es besser gegangen, weil er hat ein reines Herz gehabt. Aber seine Brüder, die mussten heim, irgendwann, so tun, wie wenn. Gott tun, oh je Vater, wir sind so traurig. Dein Sohn hat ein wildes Tier gefressen. Sie mussten heucheln. Und ich nehme an, es war schrecklich für ihre Herzen. Ihm ist es auf dem Sklavenmarkt besser gegangen. Und dort, stelle ich mir vor, wandert ein Herr vorbei. Wir sind jetzt also auf dem Sklavenmarkt und es kommt einer, der einen Sklaven sucht. Und das ist der Herr, der dort vorbeigeht, der nicht etwa irgendwie irgendeinen ist, sondern es ist der Potiphar. Ich nehme an, er wird saubere Fingernägel haben. Er wird fein schmöckig sein. Er wird etwas auf sein Äußeres gegeben haben. Und Geld hat er sicher auch genug gehabt. Wer war er? Er ist aus vornehmem Haus gekommen. Er war immerhin der Kämmerer vom Pharao und der Oberste der Leibwache. Und wenn man der Kämmerer ist, wisst ihr, was ein Kämmerer ist? Dann schaut man, dass man sauber und anständig und sicher sehr schön gekleidet war. Er war im obersten Machtzirkel.
und hat eben auch gewusst, was schön ist. Da setzt unser Bibeltext ein. Die Frage, die ich heute mit uns anschauen möchte, ist, wo lauert denn die Versuchung? Wie kann man mit Versuchung umgehen und welche Konsequenzen hat der Umgang? Was erlebt der Josef in unserer Geschichte? Kannst du bitte gut die erste Folie vom Bibeltext einblenden? Da lesen wir, was es zu lesen gibt in der Bibel. Aber zum vielleicht besser verstehen, habe ich mir vorgestellt, müssen wir uns in Erinnerung rufen, wer als der Josef war. Ich habe ihn euch vorher beschrieben als einen dreckigen, grusigen, zerschundenen Mann, der angekommen ist in dem Ägypten, wo ihn der Potiphar auf dem Sklavenmarkt gekauft hat. Ich stelle mir jetzt vor, ich wäre auf dem Sklavenmarkt. Ich weiss nicht, je nachdem, was ich für Absichten hätte, würde ich dementsprechend auswählen. Dann würde ich denken, der da hinten, der sieht noch relativ fit aus. Die da hinten, die könnte sehr weise sein. Je nachdem, was ich brauche, werde ich dementsprechend auslesen. Und wenn ich einen will, der schwere Lasten tragen kann, dann nehme ich einen jungen, gut aussehenden, kräftigen Mann. Und der Potiphar, der hat offenbar gesehen, einmal, das scheint mir ein guter zu sein. Ich stelle mir aber auch vor, dass der Potiphar unter den Dreck gesehen hat. Als er dann nämlich endlich daheim war beim Potiphar, nehme ich an, werden sie ihn zuerst einmal ins Bad da haben. Der wieder geschrubbt, sauber gemacht, neue, saubere Kleider angezogen. Und dann hat man gesehen, was es ist. Wow! Ein junger, gut aussehender Mann. Also wirklich, das muss ein schöner gewesen sein. Und nicht nur das. Der Potiphar hat nicht nur einen schönen gepostet, sondern er hat auch einen sicher, gut erzogenen jungen Mann gepostet. Weil er ja der Lieblingssohn war. Wieso habe ich euch das erzählt? Ich stelle mir vor, dass weil er so viel Zeit mit dem Vater verbracht hat, ist er auch gut ausgebildet gewesen, gut erzogen. Nicht so rau und grusig wie draussen auf dem Feld seine Brüder. Er hat eine nahe Beziehung zu seinem Vater gehabt. Der hat ihm sicher alles gelehrt, was er selber gewusst hat. Der Josef war gut unterrichtet, auch in den Jahwe-Glauben, in Glauben an einzig wahren, lebendigen Schöpfergott von Israel. Und ich stelle mir auch vor, dass er recht gute Manieren hatte. Der hat gewusst, wie man sich im Haushalt benimmt. Und er ist eben nicht so draussen rau aufgewachsen aus dem Feld. Er war schön und offenbar genau der Typ vom Potiphar, seiner Frau. Ich stelle mir vor, dass sie hat keinen Namen, dass die ein langweiliges Leben gehabt hat. Ich stelle mir vor, also, wenn man doch Frauen von Politikern fragt, wie viel Mal, dass sie ihren Mann daheim sehen, was sagen die? Ja, praktisch nie. Die sind ja immer unterwegs. Die müssen immer schauen, wenn man so in den obersten Machtzirkel daheim ist, dann musst du schauen, dass du bei den Leuten bleibst. Du kannst nicht daheim so viel Zeit verbringen, sondern da musst du dann dabei sein. Und der Dienst vom Potiphar, der hat ihm alles gebracht, aber auch ganz viel gekostet, stelle ich mir vor. Ihr Mann war politisch sehr erfolgreich und hat darum eben viel Zeit mit den Mächtigen verbracht. So stelle ich mir vor, dass sie allein in diesem Haus war. Und ich nehme ehrlich auch an, ich sage es jetzt nochmal, der Potiphar, der hat wahrscheinlich nicht so ein vertrocknetes Bäri geheiratet, sondern das wird eine schöne, eine wunderbare Frau gewesen sein. Weil das
muss repräsentieren, stelle ich mir vor. Und die Gute, auch das, wir lesen es, die Gute, die hat gar nichts mehr zu tun gehabt. Ihr Mann hat ihr sogar noch einen Sklaven gebracht, der alles gemanagt hat. Zur allerbesten Zufriedenheit. Was hat denn die noch gemacht? Was hat die noch zu tun gehabt? Sein Herr hat nichts mehr machen. Er hat nur noch selber essen. Unglaublich, die Beschreibung findet ihr nicht auch. Das zeigt doch, was der Josef in diesem Haushalt geleistet hat. Eigentlich, stelle ich mir vor, hätte er aber noch einen anderen Job gehabt, der gute Potiphar. Er hätte nicht nur selber essen sollen, sondern er hätte sich auch noch selber um seine Frau kümmern. Das steht nicht. Hat er sie vernachlässigt? Hat er sich zu wenig um sie gekümmert? Wir wissen es nicht. Ich stelle mir vor. Aber was wir wissen, ist, wir lesen es in der Bibel, die gute Dame hat sich verknallt in Josef. Das lesen wir. Und zwar handfest. Und ja, ich habe eine neue Übersetzung gewählt, genau wegen dem. Weil das eben zeigt, dass die Bibel kein Blatt vors Maul nimmt. Es sind sämtliche Themen drin, die uns doch auch beschäftigen. Die Bibel nimmt kein Blatt vors Maul. Die gute Frau will mit ihm Sex. Und er? Ja, er weigert sich. Hallo? Wie ist denn das möglich? Wie kann er das? Offenbar muss der gute junge Mann höhere Prinzipien haben. Er muss höhere Prinzipien haben, die ihn dazu bereit gemacht haben, dass er gesagt hat, die körperliche Lust und der kurzfristige Gewinn, nein, danke, auf das verzichte ich. Wie hat er das können? Wie ist das möglich gewesen? Ich stelle mir vor, dass der Josef vielleicht auch gern mit ihr geschlafen hätte. Hey, ich meine, bitte, das ist ein junger, gut aussehender, flotter Mann gewesen. Und das wäre ganz natürlich und normal gewesen, dass er da seinen Bedürfnissen gefolgt hätte. Und ich stelle mir vor, hätte er menschlich gedacht, dann hätte er sich Folgendes überlegt. Ich habe euch extra vorher so ein bisschen beschrieben, nochmal, wie dass der Josef aufgewachsen ist. Ich habe euch beschrieben, dass er der Liebling war von seinem Vater. Und auf Berndeutsch, man kennt das, ist es der Protégé. Der so der Beschützte ist von seinem Vater. Das war das Familienmuster, das der gute Josef gekannt hat. Er hat gewusst, wenn ich nur gut genug unter den Flügeln von meinem Vater bin, dann bin ich geschützt, dann bin ich beschützt. Und hätte er menschlich gedacht, stelle ich mir vor, dann hätte er gedacht, es wäre doch clever, wenn er sich könnte bei der Frau von seinem Chef einschleichen könnte. Ihr müsst euch vorstellen, nicht vergessen, der Josef war nicht frei. Er war nicht angestellt und er konnte sagen, ach, also jetzt ist mir die Stelle wirklich zu blöd, jetzt könnte ich und gange. Das war Leibeigen, ist er gewesen. Und eben, wo der ins Haus kam, haben sie vielleicht gedacht, so, jetzt haben wir einen jungen, kräftigen Mann, der soll ein bisschen Holz spalten. Aber, wir wissen es ja, es war eben nicht das gewesen. Er hatte ganz andere Fähigkeiten gehabt. Und er war auch ein Cleverer gewesen. Er hätte so clever können sein, dass er sich vielleicht überlegt hätte, wenn ich mich bei der Frau vom Chef einschleiche, dann bin ich sicher geschützt. Wenn dem Chef plötzlich in den Sinn kommt, er will mich verkaufen, dann habe ich dann einen, der sagt, hey, stopp, halt, nein, den brauche ich. Ja, der Chef hätte ihn jederzeit, sein Besitzer, muss man sagen, hätte ihn jederzeit wieder verkaufen können.
Und ich stelle mir noch etwas anderes vor. Warum habe ich euch vorher so probiert zu sagen, wie natürlich das Ganze war? Wie vernachlässigt, dass die gute Frau Potiphar vielleicht war? Ich stelle mir nämlich vor, der Josef hätte denken können, ja, ich habe den Auftrag. Ich habe den Auftrag, diesem Haus zu dienen. Mein Chef, der hat mir gesagt, mach alles, dass es gut ist in diesem Haus. Ja, und wenn man so eine arme, vernachlässigte Frau sieht, ja, so der muss man helfen. Ihr versteht? Eindeutig, zweideutig. Ja, das ist doch, also ich meine, bitte, das ist der Auftrag. Er ist schließlich Sklave. Er muss schauen, dass es gut geht in diesem Haus. Das hätte er sich auch vorstellen können, wenn er dieser vernachlässigten, armen Dame etwas Gutes da hätte. Und hätte der Josef seine alten Familienmuster unbedacht ausgelebt, dann hätte er es eben so gemacht. Aber all das, wir lesen es, hat er eben nicht gemacht. Er hat es nicht gemacht. Er verweist auf sein Vertrauensverhältnis zu seinem Chef und die Ordnung, in der er als Untergebener drinnen lebt. Er weiss, die Frau von seinem Herr ist unantastbar, weil er sein Vertrauen zum Herrn nicht verlieren will. Und noch etwas Zweites, weil er ganz deutlich sagt, er will nicht gegen Gott sündigen. Das war ihm offenbar sehr bewusst gewesen. Hey, und liebe Leute, ich habe die Geschichte schon gekannt, aber was mir nochmal neu aufgegangen ist, der hat nicht einmal müssen sagen, nein, lass mich jetzt in Ruhe, sondern der ist immer und immer und immer wieder bedrängt worden von dieser guten Frau Potiphar. Täglich war das seine Herausforderung. Ich stelle mir vor, er hat in den Keller runter wollen. Er ist ihm nachgestiegen. Er hat in Estrich wollen, ist sie schauen. Er konnte her, wo er wollte, sie hätten wollen. Die Frau, die scheint Ausdauer gehabt zu haben. Die hat sich verbissen in die Idee, dass sie diesen Mann um die Ecke bringen will. Und ich stelle mir vor, das hat eben damit zu tun, wer sie war. Die Frau von Potiphar. Ich habe Lust auf Eperi. Bitte, Eperi, meine Gute. Ich möchte gerne an den See spazieren. Bitte, wir gehen an den See spazieren. So stelle ich mir vor, hat sie sich gewöhnt oder ist sie gewöhnt gewesen, zu leben. Ich möchte gerne dich. Also, du bist mein Diener, dann bist du mir gefälligst Stelle. Und der hat den Mut und die Courage, zu sagen, nein, er ist ein Sklave. Denkt daran, er ist ein Sklave. Normalerweise kann man Sklaven zu Tod arbeiten lassen, man wird nicht zur Rechenschaft gezogen. Wenn mir dein Blick nicht passt als Sklave, ist kein Problem, irgendwie bringen wir dich schon um die Ecke. Der Wert von dem Menschen war nichts. Ein Hund hat mehr gehabt. Und bei diesem Gedanken getraut sich der Josef von Potiphar seiner Frau immer wieder Nein zu sagen. Schaut mal, wie viel Energie und wie viel Mut das gekostet hat. Sie hat ihn unbedingt um die Ecke bringen. Und es hat sie richtig angestachelt. Ich stelle mir vor, das hat sie noch mehr und leidenschaftlicher gemacht, wenn der sagt, nein, da muss ich ihn unbedingt haben. Aber er hat die 10 Gebote gekannt. Und dort drin heißt es ganz klar, du sollst die Ehe nicht brechen. Das wäre eine ernste Sünde gegen Gott gewesen. Er will lieber nicht sündigen, auch wenn es ihm das Leben hätte kosten können. Er war so tief davon überzeugt gewesen, dass es besser ist, nicht zu sündigen, dass er sogar parat gewesen wäre,
das Leben herzugeben. Weil das hätte Konsequenz sein, schon beim ersten Nein. Es wäre einfacher gewesen, nachzugeben. Aber er ist standhaft geblieben. Und vor allem hat er diesen lügnerischen Liebesschwür von der Frau nicht geglaubt. Ja, die wird ihm alles gesagt haben. Ich stelle mir vor, sie wird es mit Zuckerbrot und Peitschen versucht haben. Sie wird ihm alles vorgeschwärmt haben. Und er ist auf die Lügen, die so liebevoll, so zuckersüß und so schön verpackt sind, nicht hineingefallen. Er ist bei der Wahrheit geblieben. Und die Versuchung, die war beim Josef im ganz gewöhnlichen Alltag, wie auch bei uns. Das ist nicht irgendwo, irgendwann, sondern mitten im Leben. Jetzt dürftest du mir bitte die Folie mit der Definition für Versuchung reintun. Die brauchen wir dann nachher. Versuchung bedeutet, auf die Probe gestellt zu werden, auf seinen Wert geprüft zu werden. In Versuchung geführt zu werden, ist zu schauen, ob man von den guten Maßstäben vom gesteckten Ziel abweicht und so in Versuchung kommt und der Anfechtung nicht standhaltet. Und das ist ein Problem, das wir doch alle kennen. Das ist das Urproblem vom Menschen. Wir wissen so vieles, was wir nicht sollten. Und da denke ich wirklich, ich tue ihm nochmal ausrichten, dem Kollegen. Er hat den Nagel auf den Kopf getroffen mit seiner Definition, was Versuchung ist. Etwas, was man nicht sollte, wo man weiss, es ist nicht gut, das wette man. Und das ist nicht das Problem von mir, von dir oder so, sondern von uns allen. Es ist ein urmenschliches Problem. Adam und Eva lassen grüssen. Und auch das, ihr wisst das. Sie haben der Versuchung nicht standhalten, dieser Anfechtung. Und was ist passiert? Sie haben es teuer gezahlt. Sie haben es teuer gezahlt mit Tod und Beziehungsabbruch. Im 1. Mose 3 lesen wir das. Und auch Jesus ist in Versuchung geführt worden. Er widersteht. Er sündigt nicht. Satan, der Feind von Gott, will ihn trennen von Gott und seinem Willen. Aber das gelingt ihm nicht. Das lesen wir in Matthäus 4,3. Jesus bleibt ohne Sünde. Und im Hebräerbrief kann man lesen, dass er eben ohne Sünde war. Und weil er doch seinen Sieg errungen hat, kann er denen helfen, die versucht werden. Im Hebräer 2,18. Das ist der Einzige, der es geschafft hat. Und er versteht uns, er kennt uns und er will uns helfen. Aber wir gehen zurück zum Josef. Kannst du die zweite Folie vom Text einblenden? Er schafft es, standhaft zu bleiben und Nein zu sagen. Und eines Tages hat sie nicht mehr Zuckerbrot, sondern Peitsche gebraucht und ist handgreiflich geworden. Er flieht, er muss flüchten und das mal ohne sein Gewand. Schon wieder ein Gewand, das ihn in so schwere Troubles bringt. Er widersteht dem Ganzen, sie aber triumphiert und sagt, «Ha, jetzt habe ich es, ich habe ein Beweisstück. Er war der Böse, er hat mich vergewaltigen. Da, seht ihr es, ich beweise es euch.» Schon wieder ist der Mantel ihm zum Verhängnis geworden. Und schon wieder hat ihn der Mantel ins Gefängnis gebracht. Das erste Mal hat ihn der Mantel in die Zisterne gefallen. Ein Gefängnis, wo niemand rauskommt. Unmöglich. Und das zweite Mal, wo kommt er her? Ins Gefängnis der königlichen Gefangenen. Kennt ihr das Sprichwort vom Regen in die Traufe? Also wenn es passt, dann passt es doch da. Ehrlich. Das ist ja furchtbar. Jetzt war er zuerst im Gefängnis und jetzt ist er schon wieder im Gefängnis. Gott ist so gemein, könnte man denken. Lohnt es sich dann,
Gottes Prinzipien treu zu sein? Lohnt sich das wirklich? Hey, sorry, wenn du vom einen Gefängnis ins andere kommst, was bringt das? Ich habe mich gefragt, darf man so etwas überhaupt fragen? Dass Gott fies ist und sich sogar freut am Unglück von dem Ärmsten. Freut sich Gott am Leiden von Josef? Und auch da finden wir Antwort in der Bibel. Nein. Nein. Nein, das macht Gott nicht. Nein, Gott versucht niemand und Gott selber kann auch nicht zum Bösen versucht werden. Was Gott macht, Gott prüft den Gehorsam und den Glauben. Aber Gott verleitet niemals, niemand zur Sünde. Das lesen wir im 1. Jakobus 12 bis 15. Also diesen Gedanken, den können wir weit von uns tun. Das ist nicht Gott. Und das ist ein falsches Gottesbild. Der Anreiz zur Sünde, das ist immer unser menschliches, unser eigenes Begehren. Zum Beispiel unsere Lust, unser Streben nach Reichtum oder nach Macht. Das sind so, oder eben Sexualität, das sind so die beliebtesten Bereiche. Das lesen wir auch im 1. Timotheus 6,9. Und wisst ihr was? Tamara hat es gesagt, die einen, die sind empfänglich für die Versuchung, vielleicht für schnelle Autos, schnelles Internet. Oder ich weiss doch auch nicht, eben Schoki oder irgendetwas. Es spielt eigentlich keine Rolle. Alles kann uns zur Versuchung werden. Und jedes hat ganz individuelle Herausforderungen. Aber wisst ihr was? Es gibt ein Prinzip, das ist immer gleich. Immer ist es die Absicht vom Versucher, vom Satan, den Menschen das Vertrauen in Gottes Liebe fragwürdig zu machen. Auch das haben wir ganz einfach lesen im 1. Mose 3,4. Hat Gott wirklich gesagt? Bist du wirklich sicher? Meint Gott wirklich gut mit dir? Kennen ihr die Gedanken? Hat es Gott wirklich im Griff? Ich kenne das. Das schleicht sich dann so weit von hinten rein. Und man denkt, ja, irgendwie hat es ja schon noch etwas Wahres dran. Immer ist es so gemischt. Immer ist das Grundmuster von der Versuchung, hat Gott wirklich gesagt? Und wenn man vom einen Gefängnis ins nächste kommt, kann man sich doch wirklich fragen, wo ist denn Gottes Liebe? Hat er mich vergessen? Meint es wirklich gut mit mir? Die Fragen, die kenne ich auch. Ich nehme an, dass die auch der Josef hat. Ich stelle mir wirklich vor, dass der nicht, juhui, ja, jetzt darf ich ins nächste Gefängnis, super, der Herr ist gut. Also das nehme ich ehrlich nicht an, dass das so war. Sondern ich stelle mir vor, dass der ziemlich knickt war, ziemlich am Boden und sich gefragt hat, Gott, wo bist du? Hast du mich vergessen? Und er hat das Gott sicher auch vorgehalten. Und ich möchte uns ermutigen, bringen wir das zu Gott. Gott haltet das aus. Er haltet es aus. Ihm dürfen wir das bringen. Unser Unverständnis, das, was wir nicht begreifen, das wir einfach nicht verstehen können. Aber im Vers 21 lesen wir etwas Bemerkenswertes. Doch der Herr war auch dort mit Josef und sorgte. Er sorgte. Er hat ihn also nicht vergessen. Er hat ihn versorgt und sorgte dafür, dass Josef die Gunst des Gefängnisverwalters gewann, und er stieg schnell wieder auf und Gott war mit Josef und ließ ihm alles gelingen, was er tat. Offenbar hat Gott den Josef nicht vergessen. Er hat ihn auch nicht aus seiner Liebe verstoßen, obwohl er im Gefängnis war. Dürfen wir das als Christen auch 1:1
so einfach auf uns übertragen? Lohnt es sich ganz auf die Karte Gehorsam gegenüber Gottes Prinzipien zu setzen? Das will ich euch fragen. Wie habt ihr das erlebt in eurem Leben? Was denkt ihr? Und ich glaube auch, die Schrift antwortet ganz deutlich. 1. Korinther 10, Vers 13. Aber Gott ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, dass ihr es ertragen könnt. Das ist ein Vers, der mich so fest ermutigt. Wenn ich mich ungefähr, ich stelle mir vor, wie der Josef fühle und denke, Scheiße, auf gut Deutsch, das hat sich nicht gelohnt. Ich hätte es nicht machen sollen, es wäre besser gewesen, ich hätte anders. Und bringt es wirklich, sein ganzes Leben für Gott herzugeben? Dann denke ich an das. Auch wenn ich Gott vorrechne und sage, nein, Gott, nein, das ist zu schwer, das ist zu mühsam, das ist zu blöd. Ich mag es nicht tragen. Dann kommt mir der Vers in den Sinn, dass er uns nicht mehr aufleitet, wie das wir tragen mögen. Aber wir sehen da, bei der Versuchung ist es immer Begegnung mit einem mächtigen Find. Und er ist der Meister von der Täuschung und von der Halbwahrheiten. Er kennt unsere individuellen Schwachpunkte und er wird auch uns dort versuchen, Gottes Liebe sauer zu machen. Oder die Heiligkeit von Gott in Zweifel ziehen. Das ist eine ganz gute Masche. Ja, ist denn der Gott so heilig, so wichtig? Ja, also der alte Mann hinter den Wolken, der wird jetzt das wohl nicht kümmern. Nein, das ist eine Lüge. Und das ist nicht Wahrheit. Und ich glaube, dass das Fieseste auch ist, dass dort, wo man einen Sieg errungen hat, wo man sagt, hey, wow, jetzt habe ich mit Gott, das habe ich jetzt erlebt. Achtung, dann ist er immer auf dem Gusel. Und auch dort, wo wir denken, also mit dem, das habe ich jetzt abgeschlossen, das habe ich kein Problem mehr. Ja, da hat vielleicht noch den oder diesen oder jenen, aber also ich, nein. Achtung, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Ja, wie sollen wir denn jetzt dieser Versuchung begegnen? Zuerst, glaube ich, brauchen wir Weisheit. Wir brauchen die Weisheit zu erkennen und können zu unterscheiden. Es gelingt nur, wenn wir die Wahrheit von der Täuschung unterscheiden können. Gott ist Wahrheit. Er ist Licht, die Freiheit und die Liebe. Der Find, der arbeitet genau mit dem Gegenteil. Beim Find ist Trug, Lug, List und Dunkelheit. Und so gibt es keinen Weg daran vorbei, sich ganz auf Gott auszurichten und sich über ihn zu definieren. Es sind nicht meine Kompetenzen, meine Wahrheiten, meine Kraft, meine guten Vorsätze, die dieser gewaltigen Versuchung standhalten. Und da komme ich zu dem. Mir ist so in den Sinn gekommen, ich tue jetzt hier nicht anfangen Holz spalten, aber ihr wisst ja, wie Holzspalten geht, oder? Scheitli machen. Und ist euch auch schon aufgefallen, der Schreiner hat es mir heute Morgen noch bestätigt, es hat da so Risse drin, wenn es anfängt zu trocknen. Und die Risse, die gehen immer in die Mitte, oder? Immer ins Zentrum, immer direkt ins Herz. Und ich habe mir vorgestellt, also die wissen, wie man Scheitli macht, die wissen ja, am besten haut man mitten ins Zentrum oder wenigstens dort, wo es eine Kerbe hat, oder? Stimmt's? Wenn man will, oder? Dass es recht effizient vorwärts geht. Aber wenn aussen durch es intakt ist, es hat keine Verletzung am Holz, ja, da kann ich noch lange drauf hauen. Es ist zwar gezeichnet, und ich könnte auch noch ein bisschen mehr, aber ich mache es jetzt nicht. Aber wenn ich so da drauf haue, spaltet es. Was meinst du, Hans-Peter? Eben, man muss in die Mark. Und wenn ich nicht in die Mark tue, und da ist es gerade ein bisschen schwierig, dann wird es nicht spalten.
Und ich habe mir vorgestellt, dass es das ist, dass wir schauen müssen, dass wir aussen durch, dass wir geschützt sind, dass wir keinen Spalt haben, wo wir eben die Versuchung reinlassen. Weil schon ein kleines Spältchen, wenn man dort reinhaut, bling, ist es gespalten. Und ich glaube, so ist es auch im geistlichen Leben. Und wir dürfen wirklich nicht auf unsere eigenen Kompetenzen zählen, sondern wir müssen mit Jesus gehen. Wir müssen wirklich mit ihm unterwegs sein, um die Wahrheit, das Wort Gottes können, empfinden, entgegenhalten und sagen, stopp, das stimmt nicht, so wie es Jesus gemacht hat. Wir müssen diesen Lügen entgegenhalten. Nur in der Nähe und in der tiefen Beziehung zu Jesus können wir bestehen. Und es ist auch überlebenswichtig, wie ich gesagt habe vorher, unsere Schwachstellen, unsere Kerben zu kennen. Und dort wachsam zu sein und immer wieder um Schutz zu bitten. Matthäus 5,29. Und manchmal, wir kommen zum Schluss vom Josef, manchmal ist es auch besser, dass man nicht kämpft, sondern dass man geht, dass man flüchtet. Und der Josef hat sicher um Erlösung gebeten. Wenn die Frau Potiphar jeden Tag so penetrant ihm nachgestellt hat, er hat sich doch nach Erlösung gesehnt. Aber sie ist nicht so gekommen, wie er sich es wahrscheinlich vorgestellt hat. Ich nehme nicht an, dass er gebetet hat, Herr, bitte bring mich ins Gefängnis. Aber Gott ist trotzdem treu gewesen. Und der Ernst Modersohn hat noch etwas unterschieden, was ich sehr spannend finde. Er hat nämlich gesagt, der Josef, der hat Gottes Gnade zur rechtzeitigen, die bewahrende Gnade erlebt. Quasi wie die vorauseilende Gnade. Weil, ich glaube, wir können es wieder sagen, wie es der Adi gesagt hat, mit dem Sklavenmerit. Der Josef, dem ist es gut gegangen im Gefängnis. Der hat sich nichts Schulden kommen lassen. Der hat nichts falsch gemacht. Der hat nichts auf dem Herz gehabt, wo er musste sagen, oh, nicht gut gemacht. Sondern der war frei im Gefängnis gewesen. Er hat Gott gehorcht und seine Prinzipien. Er hat die bewahrende Gnade erlebt, bevor es zur Sünde gekommen ist, zum Ehebruch. Wir lesen aber in der Bibel von einem anderen Mann, wo Gottes vergebende Gnade hat dürfen erleben. Der hat nicht eine Frau gehabt, die ihm nachgestellt ist, sondern seine Augen sind abgeschweift und haben die schöne, badende Nachbarin gesehen. Ihr kennt die Geschichte von David. Er hat es erkannt. Zu spät. Zu spät. Er ist zum Ehebrecher und sogar zum Mörder geworden. Aber wir lesen es und wissen es, er hat seine Sünden bekannt und für Gott hat ihm vergeben. Und so will ich dich zum Abschluss fragen, wo hast du Gottes bewahrende Gnade erlebt? Wo hat Gott dich bewahrt vor etwas, wo du denkst, boah, was da hätte ich sein können, wenn du nicht Nein gesagt hättest? Oder wo brauchst du sie aktuell? Wo bist du herausgefordert in einem Bereich von deinem Leben? Oder wo darfst du sagen, ist mir nicht gelungen? So wie am David. Ich habe versagt. Ich bin nicht siegreich gewesen und ich brauche Vergebung. Komm doch vor den Thron von Gott und lass dein Herz von Gott prüfen. Und wenn ich jetzt vorrufe zum Gnadenthron, dann bitte denkt nicht, wenn jemand vorkommt, aha, der hat etwas auf dem Kerbholz. Ha! Nein, sondern der Gnadenthron. Ich habe da, heute Morgen bin ich am Waldrand gsi und habe da ein Steckchen mitgenommen. Mit dem Gedanken, ihr könnt als Erinnerung schauen, das ist ganz frisch. Es ist also noch gut beugsam, aber man kann es gleich brechen. Und das mitnehmen, vielleicht so als Erinnerung von heute. Wenn du jetzt mit Gott merkst, dass es etwas gibt, wo du ihm Danke sagen willst, wo er dich bewahrt hat, ihm die Ehre geben, dann kannst du auch so eins mitnehmen
Und dort hat es noch Bibelverse zur Ermutigung. Oder wenn du merkst, nein, ist nicht gut gegangen. Es hat eine Kerbe gegeben. Es hat mich gespalten, es ist nicht gekommen, wie ich wollte. Dann darfst du kommen und um Vergebung bitten, bekennen und Gottes Gnade erleben. Oder auch nachher für ein Gespräch oder nimm jemanden zum Betten, so wie so der Herr ans Herz legt. Und vom Josef haben wir kein Gebet, aber vom anderen Mann, vom David. Und ich möchte den Psalm 32 lesen als Gebet und nachher danke der Brassband, dass ihr ein Musikstück spielt und in dieser Zeit ist der Weg zum Thron frei. Ein Psalm Davids. Wohl dem, dessen Übertretungen vergeben sind, dessen Sünde bedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht anrechnet, in dessen Geist keine Falschheit ist. Und ich glaube, das ist das, was der Josef erlebt hat. Denn als ich es verschweigen wollte, zerfielen meine Gebeine durch mein tägliches Seufzen. So hat's der David erlebt. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, so dass mein Lebenssaft vertrocknete, wie es im Sommer dürr wird. Selah. Darum bekannte ich dir meine Sünde und verbarg meine Schuld nicht. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Selah. Deswegen werden alle Heiligen in der Zeit der Not zu dir beten. Wenn dann große Wasserfluten kommen, werden sie diese nicht erreichen. Du bist mein Schirm. Du wirst mich vor Angst behüten, so dass ich errettet ganz fröhlich jubeln kann. Selah. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Das sei Gott. Seid nicht wie Pferde und Maultiere, die ohne Verstand sind, denen man Zaum und Gebiss ins Maul legen muss, wenn sie nicht zu dir wollen. Der Gottlose hat viele Plagen, wer aber auf den Herrn vertraut, den wird seine Gnade umgeben. Freut euch am Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten, und jubelt, alle, die ihr im Herzen aufrichtig seid. Der Weg ist frei zum Mercy Seat. Amen.